die luxemburgischen Ligen an und wenn man im Ranking schaut, dann sieht man, dass die Total League auf Platz 51 liegt und die National 2 auf Platz 66. Wie ist das vielleicht einzuschätzen? Was kannst du dazu sagen? Wir haben die Ligen oder das Ranking so eingeteilt, dass wir in Levels oder Tiers in der Five aufgeteilt haben. Und Luxemburg hat es in die Honorable Mention geschafft, also Platz 51, wie du gesagt hast, mit 16 Punkten, gleich mit der Pro B in Deutschland und mit der zweiten Liga in Kroatien. Im Prinzip hat Luxemburg gar keine 5-Jahres-Wertungspunkte, weil sie gar nicht in Europa mitgespielt haben. Halt ähnlich wie die Pro B, ist ja eine dritte Liga und die zweite Liga Kroatien kann ja auch nicht europäisch spielen. Das Budget ist halt das Budget einer Amateurliga, also ungefähr unter 200.000 Euro pro Mannschaft. Der Zuschauerschnitt ist halt gering. Die Medienpräsenz ist niedrig, es gibt halt nur einen Livestream. Dafür gibt es aber trotzdem 5 Punkte, weil es immerhin eine Präsenz gibt. Es gibt keine BAT-Prozeduren, obwohl ja, es gab im September eine BAT-Prozedur, aber die zählt noch nicht mit in dieses Ranking, weil der Migration Report von 2020 ist. Und leider ist der Basketballstatus im Land laut Google Search nicht so gut, also unterdurchschnittlich, weil Basketball hinter Cycling, hinter Fußball, hinter Tennis und auch Leichtathletik steht. Es gibt 6 Punkte für die Imports, weil bis zu 3 Imports erlaubt sind. Die Locals können leider nicht punkten, weil die Nationalmannschaft sich nicht unter die Top 20 in Europa etabliert hat. Es gab auch keine NBA-Drafts und die Liga-Attraktivität liegt bei 2. Also das sind 16 Punkte, 1, 5, 2, 6 und 2. Ja, was kann man verbessern? Ich glaube, der Unterschied zwischen National 1 und National 2 vielleicht noch erwähnen. Der Unterschied die National 2 ist auf 66 mit 10 Punkten, also 6 Punkte weniger. Im Prinzip hat die National 2 gar keine Medienpräsenz, also es gibt keinen Livestream, dafür gibt es auch keine Punkte. Und die Liga-Attraktivität ist ja auch niedriger als in der Total League, deswegen auch 1 Punkt weniger und deswegen halt dieser Unterschied. Wenn du dir die Ligen von vielleicht also knapp 48 bis 60 anschaust, ist die Punktedifferenz nicht sehr hoch, weil es sehr schwierig ist abzuschätzen, wie genau, ist ja keine richtige Wissenschaft, wie du das da aufstellst. Deswegen sind die sehr, sehr nah beieinander im Prinzip. National 2 ist punktgleich mit der zweiten Liga in Finnland und in der Schweiz, zweiten Liga, sowie auch der NM2, also der vierten Liga Frankreich. Okay. Was könnte man denn jetzt realistisch und relativ einfach verbessern, um in diesem Ranking als luxemburgische Liga nach oben zu steigen? Man könnte durch eine Erhöhung der Medienpräsenz schon mal sehr, sehr viel erreichen, vor allem in der Total League. Ja, zusätzliche 5 Punkte würden dich ein paar Plätze nach oben schießen. Wenn die Herren sich auch entscheiden würden, endlich bei europäischen Wettbewerben wieder mitzuspielen, so wie es die Damen dieses Jahr gemacht haben, wäre da auch eine Möglichkeit, wieder Punkte zu sammeln. Ja? Und ich glaube, dass auch ein weiterer Punkt ist, wenn die Nationalmannschaft Schritt für Schritt weiter nach oben kommt, sich vielleicht mal für ein Turnier qualifiziert, vielleicht mal da oben einmal sich reinmogelt, da gibt es auch Möglichkeiten zu punkten. Am Basketballstatus im Land kannst du leider nicht viel machen. An den Budgets und an den Zuschauerzahlen. Nein, an den Zuschauerzahlen kannst du schon was machen. Die Hallen sind ja nicht unbedingt klein in der Total League. Das sind ja nicht 200, 300 Kapazitätenhallen, da sind schon große Hallen dabei, also da kann schon eigentlich noch mehr passieren, aber dafür muss das Interesse halt höher sein, dementsprechend der Status im Land oder auch eine größere Medienpräsenz.